Von unten nach oben und jetzt in ein neues Zeitalter. Die Geschichte vom Radio und vom Radiostudio zu Basel. Wie das Studio von der Stadt aufs Bruderholz gekommen ist und warum ein Flugplatzprojekt auf dem Stadtberg das fast verhindert hat. Die Zeitreise auf den Spuren vom Radiostudio Basel fährt vor über 90 Jahren an. 1926 geht im Basler Bahnhof das erste reguläre Studio auf Sendung. Klein und bescheiden, aber doch so, dass sich auch in Basel immer mehr Leute fürs neue Medium begeistern. Zusammengeschlossen sind die Wellenpioniere auf privater Basis in der Radiogenossenschaft Basel. Das Programm in dieser Zeit, Musik, Wort, Beiträge und Vorträge, alles live produziert vor einem grossen Mikrofon. Schon bald übernimmt man aus finanziellen Gründen Teil vom Programm simultan von anderen Studios. Und 1931 gibt es den grossen Zusammenschluss der lokalen Radiogenossenschaften in der Schweiz zur SRG, wo dann auch gerade mit dem Bau anfängt von den 3 grossen Landessender Perromünster, Sotton und Chenery. Kurz darauf wird im Basler Pionierstudio am Bahnhof der Platz zu knapp und es muss nach 6 Jahren in ein neues Domizil. Beim Umzug 1932 packen auch die Radiomacher selber mit an. Zum Beispiel der legendäre Sprecher und Reporter von Radio Basel, der Werner Hausmann. Neuer Studiostandort wird eine frühere Villa im Margrethepark am Hang vom Bruderholz. Von dort wird immer mehr gesendet, auch in neuen Radioformat. Im Winter zum Beispiel ein Trockenskikurs. Es geht aber nicht lang und auch die alte Villa ist zu klein. Jetzt braucht es einen radiospezifischen Neubau und der wird 1940 eröffnet, ganz oben auf dem Bruderholz an der Novara-Strasse. Dort dienen sich komplett neue Dimensionen auf. Das Studio verfügt über modernste Radiotechnik und neuartige Orchestersäle. Fast wäre das übrigens ganz anders gelaufen. Als die Pläne für das Studio schon fertig waren, ist überraschend herausgekommen, dass auf dem Bruderholzplateau ein Flughafen gebaut werden könnte, anstelle vom alten Basler Flugplatz Sternenfeld. Die Radiogenossenschaft hat ihr Projekt aus Angst vor Lärm sofort gestoppt und Alternativen in der Stadt ins Auge gefasst. Doch schließlich ist der Flugplatz auf der Höhe aus Finanz- und Sicherheitsgründen nicht in Frage gekommen. Und so hat man das Studio wie geplant mitsamt der grossen Musiksaal 1940 können eröffnen. Im Bericht aus der Zeit heisst es: In den hellen und freundlichen Arbeits- und Senderäumen geht das Personal nach der bedrückenden Enge im Park mit doppelter Freude und Begeisterung an die Arbeit. Fast 8 Jahrzehnte ist das Bruderholz ab dann der Basler Radioberg. Im Laufe der Zeit wird das Studio immer wieder erweitert. So Ende 70er Jahre, wo ein europaweit einzigartiges Hörspielstudio realisiert wird, mit raffinierter Schalltechnik drin und einer vielbeachteten Spezialstärke für absolut authentische Geräusche. Im Radiostudio Basel setzt sich über Jahrzehnte auch sonst neue Radiotechnik durch und entstehen neue Formate und Sendungen. Immer neue Generationen von Radiomacherinnen und Macher prägen die Entwicklung vom Medium und ringen um anspruchsvolles Radio. In Redaktionsräumen, am Mikrofon und manchmal auch im Hörspielstudio. Aus DRS wird schließlich SRF. Und das Radiostudio, wo längst auch schon ein Fernsehstudio geworden ist, macht sich 2019 noch einmal auf den Weg, zurück in die Stadt. Nach fast 8 Jahrzehnten auf dem Radioberg sind SRF Radio und Fernsehen jetzt im Meret-Oppenheim-Hochhaus auf der Südseite vom Bahnhof. Fast die ganze Abteilung Kultur von SRF und die Regionalredaktion Basel. Rein von den Höhenmetern her gesehen ein Abstieg. Doch mit dem neuen Studio von Basel punkto Radio und Fernsehen ein neues Zeitalter an. Nicht nur für die Radiomacherinnen und Macher, sondern auch fürs Publikum und Stadt. Und das nicht weit weg von der Zentralbahnstrasse, einen an den Gleis, wo die Basler Studiogeschichte vor 93 Jahren angefangen hat. Klein, aber doch spektakulär und nachhaltig.